Was? Hä? Wie? Schweizerdeutsch! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was? Hä? Wie? Schweizerdeutsch. Letztes Mal haben wir uns ja das vorgenommen. Dieses Mal geht es aber um die Zeitformen. Denn die Zeitformen sind im Deutschen und im Schweizerdeutschen nicht gleich. Aber zuerst kommen wir noch zu ein paar Kommentaren, die ich von euch bekommen habe. Zuerst zu den Kommentaren auf Spotify. Also, Flav hat geschrieben, mega toll. Bald kann ich richtig Schweizerdeutsch reden. Marilotte hat geschrieben, kleine Bemerkung, das Pferd Schweizerdeutsch heißt auf Hochdeutsch dieses Pferd, nicht das Pferd. Das Pferd hingegen ist das Pferd. Danke vielmals für die Rückmeldung, ich werde das in Zukunft beachten. Ich finde, ihr könnt alles in den Kommentaren schreiben, Kritik, was ich gut gemacht habe, was ihr euch vielleicht wünscht. Dafür sind ja die Kommentare da, also scheut euch nicht davon und schreibt eure Meinung in die Kommentare. Dann gehen wir zu den Kommentaren auf YouTube. Bei der Folge die das leicht gemacht, hat mir jemand geschrieben, danke vielmals, hat sehr geholfen. Ja, danke dir ebenfalls. Über solche Kommentare freue ich mich immer, weil das heißt, dass man etwas gut gemacht hat. Und ja, wenn ihr die Folge die das leicht gemacht noch nicht gehört habt, dann könnt ihr jetzt einfach diesen Teil überspringen oder einfach hören. Es nützt nichts, es schadet nichts. Ja. Was ich aber nicht so gut gemacht habe, war, dass ich in der ersten Folge die das leicht gemacht von der gesamten Schweizer Sprache geredet habe. Und eigentlich habe ich aber nur die Deutschschweiz gemeint, weil in der Schweiz spricht man ja noch Italienisch, Rätoromanisch und Französisch und diese Sprachen habe ich nicht gemeint, weil dann wären es noch viel, viel mehr Dialekte in der Schweiz. So, jetzt fangen wir aber mit dem eigentlichen Schweizerdeutsch lernen an. Jetzt können auch wieder alle mithören und alle die nächste Lektion genießen. Was? Hä? Wie? Schweizerdeutsch! Mit dem heutigen Thema, wie ihr ja schon wisst, Zeitformen. Zeitformen? Vergangenheit, Zukunft? Hä? Die sind ja überall gleich. Aber nein, das ist nicht so. Im Schweizerdeutschen gibt es kein Präteritum, kein Plusquamperfekt, kein Futur 2, nur Futur 1, Präsens und Perfekt. Denn im Schweizerdeutschen sagt man nicht, ich ging Fußball spielen, sondern ich bin Fußball spielen gegangen. Und das zeigt ja schon, es gibt keine Form von ich ging Fußball spielen in Schweizerdeutsch. Ich kann ja nicht sagen, ich ging Fußball spielen. Das tönt vollkommen komisch. Und ja, und das Plusquamperfekt funktioniert im Schweizerdeutschen auch nicht, weil es dafür das Präteritum braucht. Ich hatte gehabt, anstatt ich habe gehabt. Ich hatte gehabt, das geht ja auch nicht. Es geht nur, ich habe gehabt. Ja, und das ist halt schwierig zum Anwenden, weil man muss sich immer im Hinterkopf haben, im Schweizerdeutschen gibt es einfach kein Präteritum. Du musst dir merken, so, immer Imperfekt sagen, wenn du in der Vergangenheit sprichst im Schweizerdeutschen, weil sonst tönt es komisch und ist unkorrekt. Das Futur 2, ich weiß nicht, ob man es brauchen könnte, aber wobei, ja, es würde funktionieren, ich wird KH, aber es macht einfach keinen Sinn und ich habe es noch nie, wirklich nie in meinem Leben gebraucht und deshalb müsst ihr es auch nicht lernen oder können oder keine Ahnung was. Ja, wir sind jetzt schon bei Minute 5, deshalb würde ich sagen, kommen wir zum Schluss zu den Sätzen. Und diese lauten, früher hatte ich gerne Meerschweinchen, aber seit mich eins gebissen hat, gehe ich ihnen aus dem Weg. In Zukunft werde ich wahrscheinlich keine mehr kaufen.
Wie immer könnt ihr jetzt kurz auf Pause drücken und selbst mal überlegen, was das bedeuten könnte, wie man das sagen könnte auf Schweizerdeutsch. So, eine Musterlösung wäre, früher hatte ich sehr gerne Meersäule gehabt, aber seit mich eins gebissen hat, gar nicht aus dem Weg. In der Zukunft würde ich wahrscheinlich keine mehr kaufen. Damit wäre der Podcast schon zu Ende. Ich will noch schnell sagen, dieser Kanal ist ja noch sehr, sehr klein. Und es würde mir sehr helfen, wenn ihr den abonniert oder folgt, je nachdem, wo ihr das hört, wenn ihr den bewertet oder liked oder wenn ihr ihn teilt, Kommentare schreibt und. Das würde mir sehr helfen. Vielleicht findet ihr ja dann auch jemand, dem dieser Podcast nützlich sein könnte, der diesen Podcast gebrauchen könnte, der zum Beispiel Schweizerdeutsch lernen will und für den das sehr toll wäre. Und es wäre nicht nur für mich toll, sondern auch für diese Leute, die irgendwie nirgendwo etwas finden, mit dem sie kostenlos Schweizerdeutsch lernen können. Also, und sonst sage ich Tschüss und nach dem Outro oder Intro gibt es noch ein paar Outtakes, die mir bei dieser Aufnahme von diesem Podcast passiert sind. Was? Hä? Wie? Schweizerdeutsch. Zeitformen. Was ist denn anders an den Zeitformen? Das ist doch überall gleich. Zukunft, Vergangenheit. Aber nein. Im Schweizerdeutschen gibt es kein Präteritum. Es gibt nur das Perfekt und die Zukunft. Das Plusquamperfekt kann auch nicht das Plusquamperfekt kann auch nicht existieren. Das Plusquamperfekt kann daher auch nicht. Das Plusquamperfekt kann daher auch nicht existieren, weil es das Plusquamperfekt kann daher auch nicht existieren, weil es für die Bildung des Plusquamperfekts das Präteritum braucht. So. Was? Hä? Wie? Schweizerdeutsch.